Herzlich willkommen im I Love Moldasche Foodtruck Kochstudio und mit an meiner Seite unsere liebe Moldasche Dagi. Wenn ihr irgendwie telefonischen Kontakt habt mit I Love Moldasche, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sogar die Moldasche Isana oder die Moldasche Dagi. Moldasche Dagi, genau. Und wie es im Namen schon, also wie man schon hört, sagen wir es ganz brillante Hochdeutsch. Ist jetzt nicht so meine Kernkompetenz, gell? Also ich bin halt schon ein schwäbisches Mädchen. Ja? Und das ist geil. Und deswegen passt diese Frau unglaublich geil zu uns. Und Moldasche Dagi hat... Ja, habe ich heute was Leckeres dabei. Und weil ich halt eine Schwäbin bin, mache ich heute Moldaschle mit mediterraner Tomatensauce und Gemüse. Klassisch schwäbisch Ganz nicht. klassisch, nicht schwäbisch. Wir haben am Ende wieder was für euch. Nämlich einen Rabattcode. Bis zum Ende durchgucken und dann kriegt ihr den Rabattcode für unseren Online-Shop unter www.ilovemoldasch.de. Gut, fangen wir an. Dagi, was haben wir alles dabei? Also wir haben dabei lecker Gemüse in Form von Paprika, Karotte, Zucchini. Wir verfeinern dann mit stückigen Tomaten, ja, und Basilikum und einem ganz leckeren, das verrate ich nicht so richtig, was das ist. Es ist eine Gewürzmischung, speziell aus Welzheim, ja, für mediterrane Gerichte mit schönen Kräutern drin und tollen Aromen. Ja, das benutze ich immer für meine mediterranen Tomatensoßen. Gekörnte Brühe, Parmesan, Basilikum, Moldäschle natürlich, Moldäschle, ja, Salz, Pfeffer und Knoblauchzwiebeln. Ja. Gut, okay. Dann lass uns beginnen. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, jetzt geht's los. Okay. Also, ich darf. Also, wir machen da mal ein bisschen Hitze, ja. Mal Temperatur. Ja, ein bisschen Temperature bitte. Ja, gut. Dann machen wir ein bisschen Olivenöl rein. Und wir beginnen mit der Zwiebel. Das Gute ist, deshalb habe ich mir das Gericht auch ausgesucht. Ich muss jetzt daheim das nicht so ganz klein hacken, wie es die Profiköche machen, ja, sondern diese Zwiebel, die schäle ich bei dem Gericht ein bisschen grob. Ja, dein Kundschaft daheim, die erwartet ja jetzt auch keine feilgeschnittene Sache, denn ist einfach richtig viel. Die sind mehr so fürs Grobe und einfach viel, ja. Also ihr merkt, ihr habt daheim einen Männerhaushalt. Also wir den jetzt einfach das ganze Gemüse schneiden und in das Pendel rein, ein bisschen auf die Zwiebel aufpassen, dass die nicht zu braun werden. Das ist, ja. Und sollte die eher ein bisschen andünnen, also weißt du, bloß glasig werden? Oder? Wir können ruhig ein bisschen Färbli kriegen. Okay. Und ich mache die Karotte da rein. Karotte. Schön. Temperatur können wir ein bisschen runternehmen, genau. So, wunderbar. Jetzt hauen wir die Paprika noch schön rein. Vor allem, wenn man dann einfach sagt, okay, komm, ich koche jetzt mal eine Portion weiter oder 2 Portionen weiter. Das kann man auch gut aufheben im Kühlschrank. Ja, 1-2 Tage. Und dann kann man sagen, okay, einmal mache ich es jetzt einfach Moldasch mit Gemüse, ganz normal. Und zum Beispiel 1-2 Tage später machst du das als Auflauf. Ja? Machst es im Ofen mit schönen Käse drüber. Ja, und dann hast du da ein bisschen Zeit gespart. Oder einfach mal die Zucchini schön schneiden. Ja, und dann sind wir nämlich schon bald, weil das sind ja Sachen, die relativ schnell weich werden. Die Karotte, finde ich, kann ruhig ein bisschen bis Hand. Ja. Könnte da jetzt auch Pilze rein? Der Fantasie und der Geschmäcker ist keine Grenze gesetzt. Also man kann auch einfach Brokkoli oder Aubergine noch dazu rein. Jetzt nehmen wir da einfach die passierte Tomate dazu. Aber da brauchen wir jetzt noch mal eine Dösle, glaube ich. Achso, oh, ich habe den Knoblauch vergessen. Das geht natürlich gar nicht. Der muss da auch noch rein. Ja. Weil ist ja so, wenn wir da ein bisschen mehr passierte oder stückliche Tomate hin, dann kann man das ja auch einfach, wie gesagt, nach 2 Tagen noch mal ein bisschen variieren und ja.
So, jetzt kocht es da ein bisschen. So, jetzt komme ich mit meinem schönen mediterranen Gewürz. Jetzt müssen wir da nochmal schön ein bisschen, also das ist jetzt geheim. Ist das geheim, weil du das geheim, aber also es kommt aus Welzheim. Welzheim müssen wir mal schön erklären, wo Welzheim Malaya, das ist Welzheim, Welzheimer Wald, Rudersberg, wenn das vielleicht jemand im Eine was sieht. Ja, also man könnte vielleicht für die ein bisschen weiter wegkommen, so aus Norddeutschland, also das ist quasi, wie könnte man sagen, nordöstlich von Winnenden, südlich von Schwäbisch Hall. Grob für die, die sich gar nicht auskennen, hier unten zwischen, sag ich mal, zwischen Stuttgart und Nürnberg. Ganz grob. Das ist so grob. Für die, die noch schlechter sind im Heimat- und Sachunterricht, südlich von Frankfurt. Okay, genau. Was ich auch mache, ich nehme nicht so viel Salz, dafür würze ich nur mal ein bisschen mit gekörnter Brühe. Ja? Also das ist eine Gemüsebrühe oder Fleischbrühe? Nein, das ist eine Gemüsebrühe. Ja? Dann Pfeffer darf man nicht vergessen. Und natürlich auch, das habe ich jetzt gar nicht nachgerichtet, wir essen zu Hause immer relativ scharf. Ich mache dann da auch noch Chiliflocken rein. Die haben wir jetzt aber nicht dabei. Ja. Aber das heißt, jetzt haben wir hier ja aktuell rein vegetarisches Gericht, wenn nicht sogar vegan eigentlich, oder? Also ich glaube, da ist schon nichts. Vegan. Ja, aktuell ist das noch vegan. Ja. Das heißt, jetzt wäre natürlich die Möglichkeit für den Vegetarier auch zu sagen, Mensch, dann nehme ich die vegetarische Maultasch dazu. Das ist ja völlig entspannt. Genau. Ja? Genau. Wir haben uns, du hast dich jetzt für die fleischige Maultasch entschieden. Ja, wir haben jetzt für die fleischige Maultasch entschieden. Und ich würde die jetzt auch heute, also wir lassen das jetzt ein bisschen einkochen. Ja? Und dann, ich muss natürlich schon noch mal jetzt auch ein bisschen probieren, aber das ist halt hier jetzt schon viel. Wieso hat denn das so viel Power, das Pfännle da? Ja, Pfännle muss weniger machen. Ein bisschen weniger, ja. Jetzt tue ich mal probieren. Blase pusht auch. Da kann jetzt trotzdem noch ein bisschen Salz noch, das fällt. Also ihr seht, also ich denke mal, die Zucchini, die sind fast schon durch. Und Paprika und Karotte kann ein bisschen Biss lassen, kann Biss behalten. Mein Geschmack, ja. Ja, das ist ja immer individuell. Ja, das kann ja jeder so machen. Wer ein bisschen schlechteres Gebiss hat, der lässt ein bisschen länger kochen. Ja. Und jetzt kommt es halt drauf an, zu Hause, am ersten Tag mache ich die Maultäschle, schmeiße die auch in Gemüsebrühe rein. Ja? Okay. Und ich serviere die da getrennt dazu. Oh, aha. Ja? Also praktisch die Maultäschle kommen jetzt nicht da mit rein, sondern ich mache die in einer Gemüsebrühe heiß. Und dann zeige ich das nachher auf dem Teller, wie ich das dann anrichte beim ersten Mal. Aha, okay. Und wenn ich das dann nach 2 Tagen nochmal nehme, dann mache ich das wie einen Auflauf. Und dann schichte ich die Maultasche unten rein, mache die Tomatensauce und das Gemüse drüber. Schön kräftig Käse, das ist auch, glaube ich, dann so ein bisschen nach deinem Geschmack. Gell? Viel Käse und das dann in den Backofen und dann wird es wie ein Auflauf. So mache ich das. Und kurz vor Schluss machen wir auch noch ein bisschen Parmesan rein, weil das, wenn es jetzt irgendwie zu dick wird, ja, dann kann man ruhig ein bisschen mit Gemüsebrühe stecken. Ja. So, das heißt, man könnte jetzt eigentlich einmal so anrichten, wie du es normal machst, oder? Ja. Als Variante 1. Variante 1. Also nimmt man da jetzt einfach bloß ein Maultäschle. Genau. Das hat man jetzt in der Theorie einfach. Das ist jetzt einfach schön gekocht. Ja. So, und dann, wo habe ich meinen großen Löffel? Erster Abend werden die Maultäschle separat gekocht und dann gibt es das einfach wie Gemüsebeilage dazu. So. Ja? Das ist quasi Variante 1. Das ist Variante 1. Dann machen wir noch Basilikomblättle drauf. Okay. So. Praktisch für den Maultaschenauflauf schneide ich die Maultasche klein und mische die dann nachher unter das Gemüse. Das braucht man dann auch nicht vorher kochen, die Maultasche, ja, sondern die sind ja dann im Ofen und ja. So, und jetzt stellen wir uns einfach vor. Das geht man jetzt natürlich auch jetzt direkt so essen. Oder man packt es einfach nochmal in den Ofen rein, in eine Schale. Genau. Schön und Käse drüber, macht da einfach einen schönen Auflauf draus. Genau.
So, und dann haben wir einen schönen Moldascher Gemüseauflauf. Mediterran. Lecker, lecker, lecker. Also, man merkt, die Moldascher Dagi ist ein bisschen mediterran beeinflusst. Ja, das ist. Ja. So. So. Vielleicht, ich hätte jetzt gesagt, ein Bisschen. bisschen. Ja. Parmesan. Ah, ja. Parmesan. Ja, sehr gut. Erste Male und dann noch der. Basilikum. Dann können wir noch ein schönes Basilikumblättle, weil das Auge ist ja auch mit. So sieht es aus, wenn die geschnittene Maultasche sich mit dem mediterranen Gemüse verbinden. Ja. Und dann kann man das mit schön noch geriebenem Käse im Backofen überbacken. Oder auch einfach gleich so essen. Liebe Moldascher Dagi, vielen Dank. Bitte schön. Jetzt habe ich natürlich noch zwei Dinge, die ich noch sagen muss, aber mehrere Dinge, glaube ich. Also zum einen, wir müssen klären, ob man uns überhaupt versteht und ob man das die ganze Zeit mit Untertitel machen muss. Achso, Untertitel, ja. Das könnte natürlich sein. Man weiß es nicht. Weil ich verfalle natürlich auch, wenn wir mit mir aber Schwäbisch schwätzen, dann schwätze ich natürlich auch noch mehr Schwäbisch. Also, aber das wird man sehen. Wenn ihr es verstanden und es gibt keinen Untertitel, einfach in die Kommentare reinschreiben. Einen Daumen nach oben gefällt uns, abonniert den Kanal und wie heißt wohl dieser Gutscheincode? Natürlich Maultasche Dagi. Probiert's nach, ihr seht, es geht super schnell. Kocht's nach, lasst uns ein Like da, abonniert unseren Kanal und ja, zeigt uns auch gern, wenn ihr es nachkocht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.